Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hör mal». Ja, wir sind wieder weekly da. Ich glaube, ich kann es selber fast nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben, aber the girl is back again. Und vor allem sind wir heute, ich bin ganz nervös, wir sind heute unterstützt von niemandem geringer als von der Swiss. Swiss ist der Sponsor von der heutigen «Hör mal» Podcast-Folge. Und es ist nicht nur einfach irgendein Sponsoring oder so, sondern es ist mit einem richtig tollen Gedanken. Darum, let me elaborate. Das ist jetzt Werbung. Und zwar hat Swiss jedes Jahr zu der Weihnachtszeit ihr LX-Mess. Checkt ihr, wegen LX. Die Flüge von der Swiss haben doch immer, wenn du auf deiner Boardingkarte schaust, steht doch immer LX. LX-Mess. Wegen Christmas. Genau. Sie machen jedes Jahr Weihnachtsaktionen. Und das kennt, also keine Ahnung, wenn man jetzt gerade 12 ist, kennt man das eigentlich. Sie haben auch schon richtig crazy Sachen gemacht, wie so Flüge auf Lappland chartern und so für irgendwelche ausgelosten Leute aus der Community, aus der Swiss Community und so. Und dieses Jahr ist der Fokus auf Tiny Things Matter. Also nicht, wir verschenken allen irgendetwas Krasses und jeder bekommt etwas Heavyes, sondern es geht darum, dass auch die kleinen Sachen eine grosse Bedeutung haben und dass die eigentlich auch viel wichtiger sind, weil das sind halt alle die Sachen, die wir im Alltag erleben und die wir auch ein Stück weit kontrollieren können, sage ich jetzt mal, und nicht, wer hat das grösste Auto und wer hat das geilste und wer ist der geilste Sieg, sondern in den kleinen Sachen steckt auch Grosses. In allem Kleinen, was wir machen, das macht uns auch so ein bisschen aus. Was machen wir, wenn niemand zuschaut? Was machen wir als Geste, die einfach nur, wo dir wie nichts bringen oder so? Und die werden auch oft übersehen im Alltag. Übersehen. Im Alltag, im hektischen Alltag, denken wir nicht daran, jetzt tue ich da noch eine gute Geste machen und so, sondern wir sind alle im eigenen Stress, alle ein bisschen egoistisch drauf. Und mit LXmas for You wird Swiss dazu aufrufen und auch inspirieren, dass man sich wieder ein bisschen auf die kleinen Sachen achtet und die auch einfach schätzt und auch ein bisschen mehr ausstrahlt. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Und darum ist das Thema heute auch «Tiny Things Matter» oder «Tiny Things, wo für mich matteren». So, muss ich es noch übersetzen, damit es nicht ein blöder Anglizismus ist. Kleine Dinge bedeuten. Nein, ich weiss auch nicht. Wie sagen wir das? Egal, auf jeden Fall. Danke vielmals Swiss, dass ihr so eine geile Aktion macht. Sie haben einfach an «Hör mal» gedacht bei dem. Und das finde ich so geil, Alter, weil das ist «It's screaming». «Hör mal». Ich habe mir Sachen ausgedacht, kleine Sachen, die mir auffallen und die meinen Alltag bereichern. Die ihr sicher alle auch kennt, aber wo man so, wenn ich die jetzt auf der Straße fragen würde, was ist etwas Kleines, das dir viel bedeutet, dann würden safe 90% von euch würden sagen, wenn jemand die Tür aufhebt oder wenn jemand lächelt oder so. Und ich finde halt, aber es gibt auch noch andere kleine Sachen, die wir alle toll finden, aber irgendwie niemand sagt. Und das sind auch Sachen, die ihr easy peasy lemon squeezy umsetzen könnt für die Weihnachtszeit oder eben gerade, es ist auch eine stressige Zeit. Für viele ist es sicher auch nicht die tollste Zeit des Jahres, wenn man familiär vielleicht nicht die tollste Situation hat, die kennen sie ja selber. Oder wenn man einfach die ganze Zeit denkt, was machen echt alle anderen und die haben alle viel coolere Geschenke und ich habe gar kein Geld zum Geschenk machen und so. Es geht auch ohne Geld. Und darum habe ich dann am Schluss auch noch coole Ideen für Sachen, die man machen kann, die nicht mega materialistisch sind. Darum stay tuned. Und wenn ihr andere Ideen habt, let me know. Kommentiert es auf Insta, dann können wir ganz viel Inspo sammeln und dann geht niemand leer aus die Weihnacht. Ich fange an. Es gibt so gewisse Leute, wo man einfach nur schon mit ihrer Präsenz so viel ausmachen. Ich weiss nicht, low-key, wenn das jetzt jemand von euch so hört und so denkt, das habe ich noch nie gehabt, bitte seid nicht traurig. Ich habe auch lange gebraucht, um so Leute in meinem Leben zu haben. Glaubt mir. Seid nicht traurig, sondern denkt euch, okay, das ist etwas, wo ich mich darauf freuen kann, dass es eines Tages mal in meinem Leben vorkommen wird. Genau. Die eine Kollegin, die man hat, die einfach jeden Tag fragt, «Hi, wie geht's?» Also nicht mal jeden Tag, aber wo immer wieder mal ungefragt kommt und so wirklich sich dafür interessiert, was du machst, wie es dir geht und auch nicht nur irgendwie fragt, um nachher auf einen Punkt zu kommen von etwas anderem, so dass «Hey, wie geht's?» noch schnell wissen, «Hast du das und das gemacht?» Sondern wirklich einfach «Hey, wie geht's?» Und wo sich dann auch Zeit nimmt und das so voll ernst meint. Ich glaube, so Leute verstehen gar nicht, was für einen grossen Einfluss das hat. Und ich glaube,
man vergisst selber auch oft, die Person zu sein für andere Menschen. Man freut sich dann vielleicht, wenn jemand so bei einem ist. Kennen ihr das? Zum Teil regt es einem vielleicht sogar auf. Aber es ist so ein bisschen eine Irritation sogar geworden, dass man, weil man halt, das ist mega asozial, aber weil man halt so im Stress ist immer und man würde einfach gerne das gar nicht beantworten. Man hat gar keinen Bock, sich mit dem zu befassen und man sagt am liebsten einfach, ja gut, du, okay, check, und dann so, komm auf den Punkt, komm, was willst du von mir? Und wenn dann jemand wirklich nur das fragen will, ist im ersten Moment, gerade wenn man das vielleicht auch schon lange nicht mehr erlebt hat, ist man dann auch so, ja okay, aber für was fragst du mich? Hallo, komm auf den Punkt, was willst du? Und dann merkst du irgendwann so, Bro, die Person will einfach nur nett sein. Und das ist mega crazy, dass das überhaupt, ich glaube, das ist halt auch wirklich, glaube ich, ein Schweizer Ding, dass das nicht so der Fokus ist. Aber darum ist es umso schöner, wenn es Leute gibt, die das machen. Und ich schätze das sehr fest und ich probiere auch vermehrt so jemand zu sein. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man sich vornimmt, so jemand zu werden, dass man wirklich, also wenn du jemanden fragst, wie es dieser Person geht, dann musst du auch ready sein, dass die Person sagt, boah, mir geht so schlecht. Und dann musst du ein offenes Ohr haben, weil du hast gefragt. Und das ist mega, also das Asozialste, was du machen kannst, um dann nicht mehr zulassen oder irgendwie desinteressiert zu tun oder so, weil die Person öffnet sich dir gegenüber. Darum so, be ready, dass jemand auch mal nicht einfach nur sagt, ja gut, du. Und das ist ja schön. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was uns zusammenschweißt und das, was schlussendlich uns alle ausmacht. Dass wir menschlich sind. Dass wir nicht alle immer nur «Ja, mir geht's gut, ja, mir geht's gut». Das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch ein bisschen angesprochen. Dann, ganz hoch im Kurs auf meiner Liste, wenn jemand ungefragt so, stell dir die Schulsituation vor. Es ist grosse Pause. Die Leute gehen in den Coop, du sagst, nein, kein Bock in den Coop zu gehen und deine Kollegin kommt zurück mit deinem Lieblingsgetränk. Bei mir persönlich wäre das jetzt ein grünes Red Bull. Das weiss jeder Mensch auf dieser Welt und es gibt erstaunlich viel, oder das Cola Zero, auch hoch im Kurs. Aber das passiert in letzter Zeit richtig oft, dass meine Kollegin einfach so ist, so, ja, ich denke, du könntest ein Red Bull brauchen. Einfach ein Red Bull mitbringt. Ohne dass ich frage, ohne dass ich ja, willst du etwas vom Coop? Ja, das und das. Das ist natürlich auch nett, wenn jemand überhaupt fragt. Aber so ungefragt, so die kleinen Sachen, wo du so denkst, aha, du hast dir gemerkt, dass ich gerne ein Red Bull grün habe. Queen, Alter, das ist so herzig. Und ich habe, gerade letztes Jahr hatte ich das gehabt, darum ist es mir auch in den Sinn gekommen, wenn du das hörst, Jamie, geile Sau, I love you. Vielleicht hört sie es auch gar nicht, aber dann denke ich mir das im Nachhinein, ich denke wirklich schon so 10-mal nochmal an das gedacht. Und sie hat wahrscheinlich nie mehr an das gedacht. Kann ich mir vorstellen, vielleicht auch schon, weil sie denkt auch viel über Sachen nach. Aber ich denke mir so, sie hat wahrscheinlich einfach nur, ja, ich nehme mir auch eins mit. Oder so, ja, sie hat sicher Freude und fertig. Aber ich habe seither wirklich 10-12 Mal nochmal gedacht, dass es mega nett für ihr war und dass es einfach unsere Freundschaft ausmacht und ja, ich bin dankbar, dass ich sie habe und so. Einfach wegen einer Aludose. Das macht so viel aus. Also nächstes Mal, wenn du in den Coop gehst, Migros von mir aus, ich weiss nicht, immer an so Institutionen, wo ich bin, das jetzt Schule oder Studium, hat es immer noch einen Coop daneben. Ist das Effekt? Habt ihr irgendwo ein Migros bei eurer Schule? Was ist das für eine Verschwörung? Naja, ich bin ja eigentlich eine Migros-Supporterin. Ist ja gleich. Nächstes Mal überlegst du mal, was ist das Lieblingsding von meiner Kollegin oder von meinem Freund oder keine Ahnung was. Und mir ist das auch amigs unangenehm. Mir fällt amigs auf, dass ich gar nicht weiss, was von meinen engsten Leuten, wirklich die Leute, die eigentlich alle meine dreckigen Geheimnisse wissen, dass ich keine Ahnung habe, was denen ihre Lieblingsfarbe ist, was, wenn sie Geburtstag haben, nicht, weil es einfach immer nur um so anderes Zeug geht und das ist ja auch schön. Aber dann mal so den extra Effort machen und so nachfragen auch, hey, was ist eigentlich dein Lieblingsessen oder was ist egal, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt, was ist dein keine Ahnung, Süßigkeit oder was gibt es sonst noch? Was könnte man sonst noch, so kleine Sachen? Das ist ja wirklich, keine Ahnung, du zahlst einen Stutz für eine Cola-Dose. Jeder liebt Cola Zero. When in doubt, kauf das Cola Zero. Das ist so ein toller Moment. Gehen wir weiter zum nächsten. Wenn Leute wirklich ernst meinen, dass du ihnen Bescheid geben sollst, wenn du heimgekommen bist. Nicht einfach nur so, ja, kommst gut heim, gell? Sondern so, hallo, schreib mir, wenn du daheim bist. Und dann, wenn du, weil ich bin eben so, ich vergesse immer zum Schreiben, auch wenn ich so sage, ja, ich schreibe dann vergesse ich es, weil ich hocke immer noch 2 Stunden in meinem Auto, bevor ich überhaupt reingehe. Und dann kommt dann so eine, hallo, bist du jetzt daheim? Hallo, bist du langsam daheim? Dann bin ich so, oh mein Gott, es interessiert dich wirklich, ob ich gekidnappt werde. Und man weiss das ja. Man weiss ja, dass es, also hoffentlich, dass deine engsten Leute oder die
denen du Zeit verbringst. Logisch würde es sie jucken, wenn du kidnappt werden würdest. Aber die Leute, die wirklich aktiv sich Mühe geben, um die das auch wissen zu lassen und was halt, also nicht nur, die sagen das ja nicht nur, weil sie sich einschleimen wollen, sondern weil sie sich wirklich Sorgen um die machen, das ist so wholesome. Auch wenn wir alle erwachsen sind und keine Ahnung, aber wenn man das auch noch macht, obwohl man ja so voll independent im Alltag ist und so, es ist einfach schön zu wissen, dass es Leute gibt, die auf einem aufpassen wollen. Vor allem, je älter man wird, desto weniger hat man halt das Gefühl. So, du bist ja immer mehr auf dich allein gestellt und du hast immer mehr das Gefühl, dass du auch gar nicht das Recht dazu hast, irgendwie zu erwarten, dass jemand auf dich mitschauen soll. Also, das heisst ja auch immer so, ja, du kannst nichts erwarten von den Leuten und ja, du bist jetzt auf dich allein gestellt und so. Und mit so kleinen Sachen merkst du halt dann wie so ein bisschen, ja, ich bin ja gleich nicht ganz allein. Es gibt ja trotzdem noch Leute, die auch auf mich schauen und die auch für mich da wären, wenn irgendetwas wäre. So. Das ist vielleicht zu viel interpretiert. Vielleicht fragen die Leute mich auch einfach, ob ich daheim bin, um zu wissen, ob ich daheim bin. Aber das interpretiere ich rein und ich finde es super. Also schreiben das die Leute. Dann ein ganz sensibles Thema für mich. Wenn man in einer Gruppe redet und keine Sau hört zu und du bist so hyped, deine Story zu erzählen. Es ist wirklich so Storytime, oh mein Gott, Leute, alte Gäste, bist voll hyped und plötzlich merkst du, Alter, es hört einfach niemand zu. Es hört niemand von denen zu. Und dein Herz sinkt so ein bisschen in die Hose und denkst, oh Mann, ja okay. Und dann weiss man auch nie, was machen. Man ist so, ja, also rede ich jetzt weiter oder sage ich, Alter, hört mal zu, das mache ich immer. Ich sage, hallo, jetzt hört mal zu. Dann ist es auch scheiße zum Geschichte nachher weil dann mag ich sie auch nicht mehr erzählen, aber ich mache es dann irgendwie gleich. Ich zwinge dann die Leute mehr zuzuhören. Ich weiss nicht, ob das eine gute Lösung ist. Aber das Gute daran, das Tolle, das tiny thing, that mattered, ist die eine Person in dieser Gruppe, die sich wirklich, wirklich anstrengt, um immer noch dir zuzuhören, obwohl alle anderen über 5 andere Themen reden und das auch sehr anstrengend ist. Ich bin nämlich immer die Person. Ich weiss, es ist anstrengend. Ich schaffe es auch nicht immer. Amigs werde ich abgelenkt von den Zeitgesprächen, die passieren. Aber ich finde, das ist so etwas Wichtiges, dass man Leute zulässt, die etwas zu erzählen haben und vor allem, wenn die Leute excited sind, um etwas zu erzählen. Ich finde, es gibt nichts, wo das schneller abtötet, als wenn dir dann halt nicht zugelassen wird. Auch wenn es niemand interessiert. Lass doch einfach 2 Minuten zu und sag «Ah, ha, ha, ha». Und schon ist es toll, weil wenn wirklich niemand zulässt, das kann deinen ganzen Tag ruinieren. Aber wenn jemand noch so weiterhin zulässt, kann das deinen ganzen Tag retten. Auch wieder so etwas Kleines, du musst nur zuhören. Auch wenn dir jemand Randoms auf der Straße vielleicht mal etwas erzählt, das ist so ungewohnt heutzutage. Ich glaube, früher war das wirklich anders gewesen, aber also ich finde es auch komisch, wenn jemand im Zug plötzlich, ich habe so Kopfhörer drauf, jeder sieht, dass ich Kopfhörer drin habe und jemand fährt random ein Gespräch mit mir an, dann denke ich auch, also mein erster Instinkt ist so, Bro, was ist mit dir? Aber dann probiere ich das wirklich immer aktiv zu unterdrücken und so zuzulassen und mal zu denken, okay, ist ja eigentlich spannend, dass gerade jemand Fremdes etwas mit mir teilt und ich weiss nicht, ob ihr das auch habt, aber manchmal habe ich auch das Bedürfnis, mit so fremden Leuten zu reden, weil es ist so distanziert, die wissen nichts über mich, die sind nachher auch wieder weg, ausser sie würden mich jetzt heimverfolgen, passiert aber eigentlich nicht. So, die hocken in dem Zug, bis sie aus dem Zug müssen. Dann erzählen sie irgendeine spannende Geschichte oder vielleicht ist sie auch gar nicht spannend, aber du lernst irgendwie gleich etwas über jemanden und du lernst auch etwas über dich selber, wie du in so Situationen reagierst und so. Dann finde ich auch dort wichtig, so einmal einfach offen sein für die Situation. Ich glaube, es ist auch halt für die andere Person, die die anlabert, ein schönes Erlebnis, dass sie denken, weil ich kann mir vorstellen, so Leute labern halt viele Leute an. Ich kann mir auch vorstellen, dass oft die Reaktion kommt, Bro, was bist du für jemand? Und wenn dann du die Person bist, die zulässt und ein cooles Gespräch anfängt, dann ist ja du etwas davon profitiert, weil du kannst auch deinen Teil dazu beitragen, dass das Gespräch cool wird. Du kannst ja das Gespräch lenken und kannst auch spannende Sachen fragen. Zum Beispiel, wenn ältere Leute mit mir reden, finde ich das so spannend und ich würde am liebsten alles fragen, aber ich hätte mich halt immer zurück, weil man muss ja anständig sein. Aber ich würde am liebsten alles fragen. Ich würde fragen, was würdest du anders machen, was findest du cool und was findest du geil. Weil ich kenne nicht so viele alte Leute und ich habe nicht so viel Kontakt zu alten Leuten und wenn ich dann mal ältere Leute, Senioren, wenn ich dann das mal habe, dann bin ich so richtig hebelig, so wow, oh mein Gott, das ist so spannend, du bist so sacksteinalt, geiles Sieg, erzähl mir alles und lass mich lernen. So. Und ja, einfach das offen sein zum Zuhören und füreinander auch mal Empathie haben und sich in die andere Person hineinversetzen und denken, es ist ja eigentlich auch mutig, wenn jemand mit dir random anfängt zu reden. Und es ist mega asozial, wenn du dann einfach die Person abblitzen lässt, weil du bist halt wie am, wie sagen wir das, längeren Hebel.
ist es ein längerer Hebel. Du bist ja wie am längeren Hebel, du kannst entscheiden, was passiert und die Person hat sich dir gegenüber geöffnet und du kannst jetzt entscheiden, ob du einen auf grosse Eier machst und so bist, nein, ich sitze weg von dir, oder ob du nett bist und ein cooles Gespräch anfängst. Das zu dem. Mein nächster Punkt, der auf meiner extrem langen Liste steht. Also steht ja da gerade spontane Gespräche mit älteren Menschen im ÖV. Ja, sehr spezifisch. Im ÖV finde ich wirklich, das passiert mir nur im ÖV halt. Aber ich liebe alte Leute. Fazit, ja, das muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich liebe alte Leute, auch wenn sie mich so ein bisschen... Es gibt auch die grumpy sind. Aber die sind auch spannend. Das ist für mich so, die sind einfach spannende Menschen. Die können dir Zeug erzählen und du kannst auch im Fall... Wirklich, das könnt ihr auch sonst als Experiment mal nehmen. Die grumpy alten Leute kannst du im Fall umkehren, dass sie auch gut gelaunte werden. Du musst nur wissen, über was du redest oder wie du tust. Du musst dann halt extremst anständig tun, ein bisschen ha lachen und so. Und dann plötzlich sind sie nicht mehr so hässig. Du musst nur ihren Sweet Spot finden, wo sie auch gerne darüber reden. Das ist eben noch eine Challenge. Probiert das mal, anstatt nachher böse zurückzutun zu diesen komischen, bösen, älteren Gestalten. Oh, das war jetzt ein bisschen gemein. Nein. Tiny things matter. Wenn jemand sich an die kleinen Sachen erinnert, die man erzählt hat. Das geht halt zurück auf das, wie mit dem Lieblingsgetränk. Aber auch wenn es irgendwie so ist, du tust so Name-droppen zum Beispiel. Oder nein, du erzählst zum Beispiel, gestern hat mein Cousin angerufen und dann ist irgendjemand, der zulässt, sagt, geil, der heisst Cedric. Dann denkst du, what the fuck, wieso weißt du, dass mein Cousin Cedric heisst? Ja, weil ich zugelassen habe. Das ist so ein geiles Gefühl. Das ist das beste Gefühl auf der Welt. Du denkst wirklich, weil, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, wir alle fühlen uns eigentlich 90% der Zeit so, als wäre es egal, was wir erzählen. Und wir sind ja nicht so wichtig für die Leute. Und jeder lebt für sich selber. Und so etwas zeigt halt einfach, dass es nicht so irrelevant ist, wer du bist und was du sagst und was du machst. Und man merkt so auch, dass man einen Einfluss auf die Leute hat und dass das, was man sagt, auch eine Wirkung hat. Jetzt natürlich nicht bei so etwas Banalem wie das mit dem Cousin, obwohl ich das auch cool finde, aber es gibt ja auch ganz andere Sachen. Oder das finde ich auch, geht auch in das rein, wenn man mit jemandem über etwas geredet hat und dann vergeht ein bisschen Zeit und man redet so nicht mehr über das Gespräch. Es kann ja sein, es war ein deepes Gespräch gewesen, oder so. Man hat kurz über irgendetwas geredet, das passiert zum Beispiel im Studium mega oft, finde ich. Ich weiss nicht, in welcher Situation das sonst noch so passieren könnte. Aber oder so an Events, bei mir, bei so Influencer-Events. Das haben die, vielleicht an so Geschäftstreffen, Meetings, und ich weiss nicht, wie das bei euch aussieht. Sorry, ich bin ein Opfer. Aber dann hast du so ein Gespräch, denkst dir nicht viel dabei, hast Spass am Gespräch, gehst heim, vergehen 2 Wochen und irgendwann kommt die Person wieder auf dich zu und sagt, hey, dort, wo wir dort letzte über das geredet haben, das habe ich einfach noch sehr spannend gefunden. Ich habe nachher noch darüber nachgedacht. Und dann erzählen sie so etwas à la, das war irgendwie noch voll spannend gewesen, und das habe ich mir dann noch weiterhin überlegt und dann ist mir noch das und das aufgefallen. Wenn Leute so sich getrauen, zu dir ankommen und nochmal etwas aufgreifen und so auch so ausformulieren, dass es spannend war und so, das finde ich mega crazy und das passiert auch nicht so oft. Es ist jetzt nicht, als würde mir das jede Woche passieren, aber wenn das mal passiert, denke ich mir genau das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe, so, aha, oh mein Gott, du hast irgendwie etwas von mir können nützlich finden. Das ist crazy. Das ist genau gleich, meine Kolleginnen zum Teil hören eben auch meinen Podcast amigs, was ich so halb peinlich finde, aber halb finde ich auch so, es ist mega herzig eigentlich, weil die Leute wissen ja eigentlich alles über mich, aber hören da trotzdem zu und erzählen mir dann auch, was sie so dazu gedacht haben und dort ist mir das und das in den Sinn gekommen. Das ist einfach so eine mega grosse Aufmerksamkeit, wo auch niemand einem dazu zwingt. Ich glaube, das ist so ein Main Point eigentlich. Alle diese sozialen Interaktionen, wo keiner die Leute dazu zwingt. Keiner zwingt jemanden zu mir kommen und zu sagen, hey, letzte Woche, das war noch spannend gewesen. Und es bringt dieser Person auch nichts. Wirklich nichts, ausser nein, es bringt der Person nichts. Es ist einfach nur ein Welle mitteilen, das. Und ich glaube, das macht mega viel aus. Egal was. Ich kann eigentlich sicher selber auch Sachen dazu denken. Egal, ob das jetzt meine Beispiele sind oder es gibt tausende von Beispielen für das. Aber das gibt einem so viel, weil wir sind schlussendlich soziale Wesen, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, ganz viele von uns haben viel zu wenig Soziales am Hut. Inklusive mir. Und dann ist man wie so am Starven ein bisschen. Und wenn jemand dann mal so etwas macht, ist man so, das ist schon mega toll. Und auch an die Leute, die das machen, wenn du das Gefühl hast, ja, das mache ich mega oft und so. Wir lieben die.
danke, dass es so Leute gibt. Ich probiere immer mehr so jemand zu sein, aber wie ihr wisst, ich war ja auch ganz lange schüch gewesen. Und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, irgendwie so random nochmal zu jemandem gehen, aber das mache ich jetzt eigentlich auch mega oft. Es gibt so jemanden von unserem Studium, meine Kollegin und ich, wir lieben den. Wirklich, er ist so 30 oder so, was ja eigentlich schon ein bisschen älter ist für so das erste Semester. Aber wir sagen immer wirklich so, du bist unser Icon, du bist so iconic, weil das sagt so Sachen, die so Sinn machen. Und er ist halt so einer, er tut sich so nicht der Norm fügen und er ist so voll, einfach so eigen irgendwie und geil in sich. Und dann sagt er so, ja, weisst, wenn im Unterricht mal etwas, wenn sich so niemand meldet, dann melde ich mich einfach, weil ja, ich habe ja auch nichts zu verlieren und lieber melde ich mich, als dass es irgendwie ruhig ist und wir alle nichts lernen, auch wenn es dann mal falsch ist. Ich habe meistens auch keine Ahnung, wenn ich mich melde, aber ja, besser als nichts, oder? Und dann denke ich auch, dann nehme ich vielleicht jemand anderem das weg oder ab, dass man sich muss melden und gar nicht will, weil ihn stört es eigentlich nicht und dann macht er es einfach, anstatt dass es jemand machen muss, was es eigentlich stört. Und wir sind einfach so, Bro, du bist so iconic. Er weiß wahrscheinlich nicht mal, was iconic heisst im Fall. Wirklich. Aber wir beten den an. Und jede Woche sagt er uns wieder etwas Gescheites. Und so Leute brauchen wir. I love you, Mann. Dann etwas ganz Essentielles, Zeit mit Haustier oder allgemein Tier. Du musst ja nicht ein Haustier haben, um Zeit mit Tier zu verbringen. Es ist auch einfach, wenn du irgendwo draussen so einen mega herzigen Hund siehst und dann hast du einfach so, boah, den würde ich jetzt gerne einpacken. Und du hast einfach so einen kurzen Moment Freude. Das finde ich so cool. Auch wenn es traurig ist, wenn der Hund wieder weggeht. Es ist bittersweet. Aber so kleine Momente, wo man denkt, jö. Oder wenn man irgendwo an einem Fenster vorbeiläuft und es hockt so ein Kätzchen im Fenster und glotzt dich an. Einfach so Sachen, das ist so herzig. Oder läufst irgendwo vorbei, plötzlich hat es Kühe und die Kühe schlecken deine Hände ab. So Sachen. I love it. Oder so ein Vogel. Habt ihr das eigentlich auch? Ich weiss nicht, ob ich gestört bin. Amix, wenn ich so einen Vogel sehe, habe ich das Gefühl, der checkt mich jetzt voll. Der checkt mich ab und er checkt mich. Und wir haben so eine Verbindung. Weil es gibt so ein paar Vögel, die bleiben einfach saulang bei einem. Oder die umzingeln einem so. Oder erschrecken nicht so schnell. Und dann habe ich das Gefühl, so, du bist mein Kollege jetzt. Auch so ein kleiner Moment. Nachher fliegt er schlussendlich sowieso weg. Wenn ich probiere auszutesten, ob es wirklich mein Kollege ist und ob ich näher herangehen kann. Nein, kann ich logischerweise nicht. Es ist nicht mein Kollege. Aber für eine Sekunde habe ich mich verbunden gefühlt mit diesem Wesen. Und ich glaube, mit all dem Stress und Tumult und Lärm, wo wir haben, auch mit unseren ganzen Handys und allem und einfach Stress, gibt einem das so eine Ruhe, mit so einem Teil sein, wo weich und warm und ruhig ist. Die sind auch nicht immer ruhig, aber das Maul ist wenigstens zu. So. Und die haben keine bösen Gedanken. Sage ich. Auch keine bösen Intentionen. Ich sage, wenn es ein böses Tier gibt, das halt böse Sachen macht, dann kommt das von uns, weil irgendjemand das Tier falsch behandelt hat. Aber so, okay, ausser es ist halt ein Raubtier, aber so, auch das meinen sie ja nicht böse. Vielleicht sollte er nicht mit Raubtieren chillen. Eben, es beschränkt sich auf Haustiere. Wisst ihr, was ich gelesen habe? Dass der Waschbär sich in der Schweiz verbreitet, das finde ich so toll. Kann ich bitte einen Waschbär als Haustier haben? Bitte, ich wünsche mir, es gibt auch einen Igel bei uns im Garten, bei uns im Kompost. Und ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ich freue mich auch einfach zu wissen, dass der von meinem Kompost frisst. Ein Waschbär würde ich auch akzeptieren. Das Problem ist, ich würde wirklich probieren, den zu streicheln und dann haben die das Problem. Ja, das war ein Side-Fact. Dann etwas anderes, Tiny's, was mattered. Komplimente an fremde Leute geben. Ich bin im Fall Pro geworden in dem. Glaubt ihr es? Immer wenn ich es mache, denke ich so, Bro, wer bist du? Du hättest das nie gemacht. Aber ich sage ja, ich bin mich am Transformieren. Letzte bin ich am Kiosk gewesen. Was habe ich eigentlich gekauft? Genau, ein Cola Zero. Und dann hat die Frau, so im Alter von unseren Müttern, das ist jetzt natürlich ein weites Spektrum, weil ihr sind alle unterschiedlich alt, aber so im Alter von meiner Mutter. Wie alt ist meine Mutter? 50 oder so. Vielleicht war sie auch jünger gewesen. Ich kann es nicht einschätzen. Sie hat auf jeden Fall so blaue Lidschatten drauf gehabt und so Glitzer und so. Und es war einfach so ein random Mittwoch gewesen. Und dann bin ich immer so, oh mein Gott, ich muss jetzt der sagen, dass sie mega cool geschminkt ist. Weil sie hat sich obviously in das rein... So, sie hat sich Mühe gegeben für das an einem random Mittwochmorgen und hat Freude daran gehabt, safe, weil wieso würdest du das so machen? Du kannst ja sonst einfach die, keine Ahnung, langweilig schminken, aber sie hat wirklich so ein krasses Make-up gehabt. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie ist so ganz, ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. Ich so, übrigens, mega schön geschminkt. Also. Ich mache es dann auch ein bisschen awkward, also ich bin dann auch nicht so ganz geil in dem, das muss ich noch üben. Aber merkst du so richtig, die Leute sind so, hä?
So, sie freut sich im ersten Moment gar nicht richtig, weil sie es gar nicht checken. Und dann nachher, wenn du so langsam weglaufen bist, dann sind sie so richtig so, hihihihi. So, es braucht ein Moment, weil es einfach so caught off guard ist. Aber das finde ich richtig toll. Also das ist etwas, was mir Freude macht, um anderen Leuten Komplimente zu machen. Vor allem auch, ja, keine Ahnung, ich brauche das eigentlich nicht so von anderen. Ich bekomme auch nie Komplimente von fremden Leuten, ehrlich gesagt. Aber das juckt mich auch nicht. Also natürlich, das wäre auch ein tiny thing, das mattert, wenn mir jemand Fremdes ein Kompliment machen würde. Aber das passiert nicht. Darum bin ich die Person, die das macht. Vor allem in der Schweizer Economy, Leute. In today's Economy in der Schweiz, von fremden Leuten anlabern, ist das nötig. Ist es wirklich nötig? Und so oft sehe ich Leute, wo ich denke, soll ich jetzt so ein Kompliment machen oder nicht? Und dann mega oft mache ich es nicht. Und dann denke ich mir immer noch, wieso habe ich es jetzt nicht gemacht? Das juckt doch niemand. Es gibt halt auch Leute, die dann nicht so nett reagieren, muss man auch sagen. Aber dann ist es ja egal. Du bist ja trotzdem nett gewesen. Und dir hat es ja trotzdem etwas gegeben. Also Freude gemacht, um es zu sagen. Die Freude wird dann vielleicht schon ein bisschen weggenommen, wenn jemand gemein reagiert. Aber das passiert wirklich höchst selten. Und auch dort kann man sich denken, ja, die Person ist einfach überfordert gewesen, hat nicht gecheckt, was abgeht. Würde mir wahrscheinlich auch noch passieren, dass ich asozial überkommen würde. Einfach aus Reflex. Ja. Dann etwas anderes. Wenn jemand einem so einen Artikel schickt oder von mir aus ein TikTok oder ein Bild oder so etwas zum Kaufen auch, so die Hose oder keine Ahnung was, und so schreibt, ja, das hat mich voll an die erinnert. Also ich habe das Gefühl, ich dachte, das würde dir noch gefallen. Mit Büchern ist das auch mega krass. Das ist so herzig, das ist so nett und das ist ja auch einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit. Ich meine, die Person hat das Ding sowieso angeschaut und ist ja nicht extra für die etwas raussuchen und so. Es ist nicht, als wäre die Person 2 Stunden an etwas dran gewesen, sondern hat etwas gemacht und hat sich aber dann Zeit genommen, um das aufhören zu machen und dir das schreiben oder sagen, dass es sie an die erinnert hat. Stoppt einen ganzen Prozess von selber an diesem Ding sein. Nur um die wissen zu lassen, das wäre vielleicht noch etwas für dich. Oder ein Rezept oder sonst etwas. Oder eine Person, die aussieht wie du oder irgendwie die gleiche Energy hat wie du auf Social Media postet. Und es ist so, die hat voll die gleiche Vibe wie du. Und es ist etwas Tolles. Wenn es aber blöd ist, ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber wir gehen mal davon aus, es sind tolle Sachen, die einem geschickt werden. Das ist so herzig. Das ist so cool. Das mache ich auch oft. Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht in diesen Sachen. Mein Score ist hure hoch, wenn man so ein Punktesystem aus diesen Sachen machen würde. Dann handgeschriebene Briefe, das ist sehr selbsterklärend. Ich merke es auch immer wieder selber, wenn ich das für Leute mache, wie fest sie das schätzen. Ich bin jemand, der das oft, also eigentlich für jede Occasion macht. Ich finde, das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Letztes Jahr am Muttertag habe ich meiner Mutter keinen handgeschriebenen Brief geschrieben und sie ist immer noch hässig. Irgendwann finde ich einfach nach so 21 Jahren, ich weiss nicht mehr, was meiner Mutter in die Briefe hineinschreiben, weil ich schreibe halt immer das Gleiche und das finde ich halt auch blöd. Das finde ich auch so undankbar irgendwie, wenn ich dann einfach jedes Mal, ich finde, der Brief muss dann schon ausgeklügelt sein. Man schreibt dann nicht einfach nur «Hallo, alles Gute zum Geburtstag», sondern du musst dann schon auch probieren, die Leute zu hitten. Das ist so mein Ziel. Ich denke mir so, was wird die Person jetzt hitten? Was muss ich jetzt rausbringen, wo ich nicht mündlich sagen kann, weil es mir peinlich ist. Und dann plötzlich so ein sentimentales Ding und die denken, wow, was, du hast mich gern, Emma, du hast es noch nie aus deinem Maul verloren. Ich kann es besser auf Papier, okay? Genau gleich, alle Briefe, die ich jemals bekommen habe, habe ich in einer Box in meinem Zimmer. Es macht vieles aus. Und ich kenne wirklich viele Leute, die das so regelmäßig, auch wenn einfach so 2-mal im Jahr, aber wirklich mit irgendeiner Regelmäßigkeit nochmal anschauen und nochmal durchlesen und das wird immer geschätzt sein. Ich kenne auch ganz viele so Kolleginnen, also nicht ganz viele, aber ich kenne auch Kolleginnen von meiner Mutter oder so, die auch noch alles auf der Seite haben. Auch meine Mutter hat noch ganz lange so Sachen gehabt. Und so, ich glaube, das bleibt für das ganze Leben. Und das finde ich mega crazy. So machen das einfach. Auch, ich habe auch mega viele Sachen von Leuten, die ich nicht mehr gerne habe oder die nicht mehr in meinem Leben sind, wo ich dann gleich denke, so, aha, das ist ja eigentlich noch schön zum haben, zum wissen, dass wir uns nicht immer nicht gerne haben. Dass wir auch mal eine gute Zeit hatten. Weil im Nachhinein denkst du immer so, ja, das war eh blöd und so. Und dann siehst du so einen Brief und das irritiert eigentlich auch, weil man denkt so, aber ich meine, es war blöd und so, aber es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass ja, es ist vielleicht auseinandergegangen und es ist scheisse geworden irgendwann, aber eigentlich hat es auch mal eine gute Seite von dieser Person gegeben. Weil dann fühlst du dich auch nicht so dumm. Dann denkst du dann nicht so, ja, wie kann ich mit so jemandem befreundet sein, sondern merkst so, aha, ja, wir haben ja schon auch gute Zeiten gehabt. Genau gleich mit Freunden, Beziehungen. Ich behalte auch die ganzen Sachen, also nicht alles, aber so die meisten Sachen behalte ich eigentlich auch wenn ich mit jemandem nicht mehr zusammen bin und den blöd finde. Ich finde es herzig, ist cute, kann man behalten. Behaltet die Sachen unbedingt, sage ich euch. Fangt an von Horden. Dann
Was ich nicht so oft mache, aber jedes Mal wirklich auch noch so 40 Mal daran zurückdenke und so mega cool finde, wenn man so einen Filmabend gemacht hat mit Friends oder Spielabend, weil das passiert halt nicht mehr so oft, aber wenn man wirklich so eine Aktivität macht, wo auch nicht auswärts sein muss, nicht Escape Room, Escape Room, Escape Room, ist auch cool, aber du machst dann halt immer etwas auswärts, aber wenn man so wirklich mal so cozy irgendwie oder auch sei es irgendwie so Pizza Night oder so, einfach etwas miteinander, das ist irgendwie so familiär. Ich weiß auch nicht, ob das einfach an mir liegt, weil ich wirklich nicht so oft etwas mache. Aber das bleibt mir extrem. Und eigentlich auch alle anderen, mit denen ich über das rede, die sind dann auch so, oh, ist so cool gewesen, müssen wir unbedingt wieder mal machen, Ja, das sind tolle Momente. Dann, wenn jemand dir so schulisch sieht, wenn jemand dir random einfach die Hausaufgabe oder die Zusammenfassung schickt, ohne dass du überhaupt gefragt hast, und so, hey, ich habe noch das und das gemacht, vielleicht kannst du sie ja brauchen. Das ist Peak Tiny Thing, wo mattered. Das ist Top 1 Tiny Thing, Mann. Das ist so geil. Das ist so nett. Weil, okay, vielleicht bin ich auch immer an gestörter Schule gewesen, aber bei mir ist meistens in jeder akademischen Situation, wo ich bis jetzt war, ist eher so das Konkurrenzverhältnis gewesen, dass man einander ja nichts schicken will und ja nicht, weil, Bro, wieso hast du es nicht selber gemacht? Mach doch. Ich habe das übrigens auch gemacht. Bei unseren Typen von der Klasse, weil die sind wirklich extrem asozial zu uns allen gewesen. Und dann am Abend haben sie geschrieben, hast du noch Zusammenfassung? Nein, habe ich nicht. Kann ich ganz ehrlich nicht für dich. Aber so ganz allgemein, wenn du es gut mit jemandem hast, ist es bei uns trotzdem so gewesen. Du konntest befreundet sein und gleich so nichtsgönnerisch so drauf sein, so Bro, ja, weiss nicht. Und wenn jemand dir das dann einfach so selbstlos schickt, um dir helfen, um dich unterstützen, um so zu sagen, ja, wenn du es noch brauchen kannst, zeigt das ja, dass die Person auch will, dass du das schaffst und dass du unterstützt wirst und dass du die Prüfung anbekommst, dass du die Schule anbekommst, dass du das Studium anbekommst, was halt einfach ein tolles Gefühl ist. Weil amigs fühlt sich schon so an, als wäre jeder gegen jeden. Und wenn es dann so ein paar Leute gibt, die nicht so sind, hilft einem das einfach mega. Dann, der letzte Punkt, Sleepovers. Einfach allgemein Sleepovers, die sind eigentlich nie schlecht. Außer wenn man Kind ist und heim will. Aber so im Erwachsenenalter, Sleepovers sind immer lustig, immer geil. Macht man ja auch nicht mehr so oft. Und wenn man es dann mal macht, fühlt man sich wieder wie 12, habe ich das Gefühl. Ich finde es so lustig, wirklich immer, wenn man dann eigentlich so schlafen sollte und dann aber wieder Lachflash bekommt und Lachflash bekommt und Lachflash bekommt. Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Es erinnert mich wirklich immer an, als ich 12 war. Und das sind die besten Memories ever. Meistens mag man sich gar nicht mehr daran erinnern, was lustig war und wieso man gelacht hat und was man geredet hat. Aber es ist so lustig. Und ich liebe es. Und ich will, man sollte das mehr machen. Jetzt kommen wir noch zu meinen tollen Ideen für die Weihnachtszeit, die nicht materialistisch sind, wo du jemandem schenken kannst, so à la, ich würde gerne schenken, dass wir das zusammen machen. Oder wo du einfach so umsetzen kannst, wenn du denkst, ich will jetzt mal etwas Cooles machen mit jemandem oder für jemanden. Erstens, genau das, was ich gemeint habe, mit so Spielabend. Filmabend, das kannst du ja planen, das braucht halt immer jemand, der so den Finger aus dem Arsch zieht und das so plant und macht. Und das ist mega anstrengend und auf das haben wir keine Lust, aber irgendjemand muss es machen. Sei du die Person. Plan du das für deine Friendgroup oder von mir aus, wenn du keine Friendgroup hast, für deine eine Person. Filmabend, Spielabend. Es gibt auch Krimi-Dinner. Das habe ich noch nie selber gemacht, aber bin ich auch... ich bin mal eingeladen gewesen, glaube ich. Hat er nicht können. Oh, das ist ein grosser Regret. Aber so Krimi-Dinner-Sachen oder auch PowerPoint-Night. Das ist so, dass jeder ein Thema bekommt und ein PowerPoint machen muss über das mega... Also ist das lustig, so meine vergangenen Crushes oder wieso die Nina den besten Type von uns allen hat oder Ranking von oder so. Checkt. So lustige Sachen. Dann macht jeder PowerPoint und dann trifft man sich und trägt sich die PowerPoints gegenseitig vor. Man kann es auch mit Gamen machen, übrigens, so Switch spielen und so, aber das ist ja basic. Oder so Spieleabend. Ich hatte diesen Sommer eine Spiele-Obsession. Vor allem Tuto habe ich mega viel gegamed und Rummikub. Irgendwie gibt es Leute, die Rummikub sagen. Das finde ich wirklich schlimm, aber wenn ihr das so sagt, okay, Rummikub. Ich sage es eben nur auf Dänisch. Weil meine Mutter hat das irgendwie mir so gesagt. Genau, Spieleabend, PowerPoint-Night, so Sachen planen und dann weißt du, mit so Snacks und so, muss ja auch nicht teuer sein, du kannst literally Sachen kaufen, eine Sache Chips, eine Sache Gummibärli, that's it. Hahnenwasser wird serviert, ein paar Kerzen anzünden und dann ist das geil. Macht das, planet das. Dann etwas auch Simples, wenn man das kann, ich kann es halt nicht, aber für jemanden etwas kochen.
genau das hängt dann halt zusammen mit dem ganzen «Ich weiss, was dein Lieblingsessen ist, weil du hast mir das vor 2 Jahren mal erzählt und ich habe es nicht vergessen.» So, du findest raus, was das Lieblingsessen von jemandem ist und nachher machst du mal eine Night, wo du das für die Person kochst. Solange du das kannst. Wenn du es nicht kannst, wie ich, dann wäre vielleicht auch eine tolle Geste, so ein Restaurant raussuchen, wo so mega speziell einfach das serviert. Checkt ihr? Das wäre auch eine tolle Aufmerksamkeit. Du musst ja dann nicht mal das Essen zahlen, aber einfach so der Fakt, dass du das rausgesucht hast, weil das etwas ist, was die Person mega toll findet. Checkt ihr? Mhm. Dann Fotobücher, ist ja klar, so Fotoalbum-mässig, Scrapbook-mässig. Das kann aber auch, je nachdem, wenn man wirklich gar kein Geld hat, kann das auch teuer werden oder kostet auf jeden Fall Geld. Ist aber, würde ich sagen, auch wenn es Geld kostet, nicht materialistisch. Ist ja nicht irgendwie, als würdest du ein neues Paar Schuhe schenken, sondern es sind ja Memories in einem Buch. Das finde ich auf jeden Fall immer eine sehr tolle Idee, Leute. Und es ist so aufwendig, wirklich, wenn jemand euch das schenkt. Seid auf Ewigkeit dankbar. Ich habe schon so viele Fotobücher gemacht für Leute, wirklich nur für Leute, die ich nicht mehr in meinem Leben habe. Es ist so dumm. Ich sollte das mal für die Leute machen, die ich in meinem Leben habe. Aber jetzt habe ich halt, ich habe ein Burnout von Fotoalben. Ich kann kein einziges mehr machen. Aber es ist mega toll zu bekommen. Wenn ihr kein Geld für das habt, dann macht so ein Video, schneidet ein Video zusammen, so literally einfach auf CapCut. Und schreibt funny Zeug drüber, Zeug, wo man checkt, so Insiders und so. Kann man voll einfach als so Slideshow-mäßig machen. Gönnt euch. Gutzli backen und dann verschenken. Auch jedes Jahr sehr toll. Meine Spezialität sind Cornflakes-Gutzli. Das schaffe ich. Anders habe ich noch nie gebacken. Finde ich auch blöd, ich habe nicht so gerne Gutzli. Aber Cornflakes-Gutzli, trust, Leute, trust. Es braucht eigentlich nur Butter. Kann man auch vegan machen, habe ich auch schon für meine vegane Kollegin gemacht. Butter, Zucker, helle Schoki und dunkle Schoki. Und Cornflakes. Cornflakes sind noch wichtig. Zack. Und dann muss man es nicht mal backen, sondern du stellst das in die Kälte und wartest, bis sie hart sind. Das ist geil. Mach das. Und dann kannst du einfach noch so herzige Säckchen kaufen, die gibt es im Coop und so in der Weihnachtszeit. So mit so Sternchen drauf und so. Und dann kommst du plötzlich in die Schule oder an einen Arbeitsplatz und so, schenkst jedem ein Säckchen Gutzli. Jeder wird dich lieben und jeder wird 10 Tage noch an das denken. Und du wirst dich auch gut fühlen. Dann gibt es noch so klassische Sachen, die ich eigentlich, glaube selten gemacht habe, aber wo ich mir denke, das wäre eigentlich auch voll etwas Schönes, dass man zu so einem Tierli-Gnadenhof geht oder ins Altersheim. Es gibt, glaube ich, auch so Sachen, dass man mit seinem Hund, ich denke mal, viele von euch haben Hunde, dass man mit seinem Hund so an so Orten vorbeigehen kann, wie ein Altersheim oder so, weil die mega Freude haben und so, muss man natürlich alles abklären und recherchieren und so. Oder auch, dass deine ungebrauchten Sachen, die dich jeden Tag nur stören und rumliegen, spendest, so Sachen. Und nicht einfach grusige, kaputte Sachen, sondern wirklich so einfach brauchbare Sachen, die du einfach nicht mehr brauchst. So Sachen geben einem auch mega viel und haben wir halt keine Zeit dafür und macht man viel zu wenig. Aber so etwas können wir ja auch in einer Gruppe machen, so mit den Friends mal so abmachen, um das zu machen. Finde ich eine mega schöne Idee. Und dann ein Brief, aber nicht einfach nur ein Brief, sondern ein Brief für, es gibt auch so, das habe ich auf TikTok schon mega oft gesehen, dass Leute das machen, für so ein Brief für jede Situation oder ein Brief für jeden Monat und dann schenkst du das so als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. So, zum Beispiel ein Brief für, wenn du traurig bist oder ein Brief für, wenn du stolz bist oder ein Brief für, wenn du überfordert bist und so. Und dann schreibst du halt dort so für die spezifischen Situationen etwas rein und dann hat es vielleicht auch irgendwie noch einen Gutschein drin für eine gute Tat oder so. Kann man ja alles selber gestalten. Und sonst, wenn es so für jeden Monat ist, ist ja ziemlich selbsterklärend, so Januar, Februar, Januar, Februar, März, April, so, einfach für jeden Monat etwas. Fände ich auch mega cool. Ist halt, ja, ist auch viel Aufwand, 12 Briefträge. Aber das wird dann sicher auch sehr geschätzt und kostet kein Geld. Basically. Außer du kaufst Briefumschläge. Aber ich würde schon so auf ein A4-Blatt schreiben. Es muss ja schon Inhalt haben, he? Substanz. Und sonst habe ich noch gedacht, es gibt eine DIY Spa-Night, die man machen könnte. Wir haben alle so viel Scheiß daheim. Auch wenn du wirklich broke bist, du hast sicher so Bodylotion und Duschzeug und so. Das kann man alles daheim machen. Du kaufst noch so Billo-Gesichtsmasken und so und dann machen wir eine Spa-Night, schenkst jemandem das. Dann gibt es vielleicht auch noch etwas Geiles zu essen, einen Film und so und dann machst du einfach Spa-Night. Finde ich geil. Finde ich viel besser als ein paar Schuhe. Ich hoffe, es hat euch irgendwie inspiriert.
Let me know, wenn ihr noch andere Ideen habt. Ich hoffe, euch sind eure eigenen Tiny Things, die mattered, in den Sinn gekommen. Oder ja, vielleicht, wenn ihr das fertig gelassen habt, schreibt ihr auch jemandem von euren close Leuten und sind so, hey, ich wollte einfach nur sagen, ich habe dich so gern. Weil das machen wir wirklich zu wenig. Machen wir zu wenig. Das sollten wir mehr machen, weil man weiß nie, was passiert. Und wir müssen den Moment schätzen. Und zum Schluss wollte ich euch noch reminden, dass jetzt, okay, die Folge kommt am Sonntag her. In ein paar Tagen kommt auf Insta, auf Wemse, ein Giveaway für ein Swiss-Event. Sie haben ein Tiny Market, das haben sie schon oft gemacht, zum Beispiel in London oder Sao Paulo oder auch in Washington, Alter, das ist crazy. Und dieses Jahr kommt es auf Zürich. Wieder mal. Und ich werde auch dort sein und ich darf an jemanden 2 Tickets verlosen, also du kannst mit einer Begleitung dort hingehen. Auf Insta werde ich dann so eine Fragesticker posten und dort ist dann jeder wie bei der Verlosung dabei, der etwas in dieser Fragesticker geantwortet hat. Also wenn ihr Lust habt, um dort dabei zu sein, dann macht das unbedingt. Wenn ihr kein Insta habt, dann könnt ihr auch sehr gerne einfach auf die unter dieser Folge etwas schreiben zum Thema Tiny Things Matter. Dann kann ich sicher schauen, dass ihr auch dabei seid bei der Verlosung. Aber eigentlich wäre gedacht, dass es auf Insta stattfindet. Genau, es wird mega cool. Tiny Markets. Tiny Markets. So ein Tiny Christmas Market mäßig. Für die Wohltat. Aber mehr Infos auf Insta. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass ihr auch eine Chance habt, um dabei zu sein. Nochmal danke vielmals an Swiss für das Sponsoren von dieser Folge. I loved it. Geiles Thema, wäre ich selber irgendwie nicht drauf gekommen, glaube ich. Und Leute, vergessen nicht, Tiny Things Matter. Es geht nicht immer um die grossen Sachen. Und ich wünsche euch eine frohe, besinnliche Schlussphase der stressigen Weihnachtszeit, bevor die tolle Weihnachtszeit kommt. Jetzt haben, glaube ich, alle Prüfungsstress und so. Aber nichtsdestotrotz, es war mir ein Vergnügen und bis nächste Woche. Ciao!